Ja, grüße! Wieder mal. Der Roger. Ahoi! Quarantäne Hello, hello. Edition, Episode 2. Mit Jostrode Lombardi, the fucking Bundles und Zacharias Unfall. Fetz im Schädel. Und der Hotz. Grüß dich auch. Grüß Gott. So, wie schaut's aus mit der werten Körpertemperatur, meine Kollegen? Habt ihr schon Also, vorgemessen? Bevor wir anfangen, nein, ich habe mir gedacht, oh, viel. Nur zur Erklärung fürs Publikum. Also das Gesundheitsministerium hat uns angehalten, mit gutem Beispiel voranzugehen und unsere Temperatur zu messen. Zacharias, bin ich nicht low. Also wir werden jetzt einmal Fieber messen, damit wir euch nicht anstecken übers Internet, falls wir krank sind. Und wir Also, küren hier normal. jetzt, Aber wir machen das oral. genau, und wir küren hier den heißesten, den coolsten und die zwei lauwarmen, je nachdem, wie die Werte ausschauen, gell? Okay, ich zeige mal mein Ergebnis her, oder? der piepst schon. Da stimmt ja was nicht. Was hast du? 36,6. Ja, ich habe Sechs. 36,2. Ja, vielleicht. Perfekter geht's gar nicht. Oh, die Lea beschwert sich schon, dass wir keine Bademäntel anhaben. Ich kann dir zeigen, wo mein Bademantel ist. Schau mal. Die Kotz liegt drauf, super. Die Entschuldigung gilt natürlich. Ja. Ich habe ihn nur kurz abgelegt und schon war die Katz drin. Meine Aber Lea, wenn du möchtest, dann ziehe ich mir was anderes an. Für dich tue ich alles. 36,4. Okay. Da bin ich der heißeste bis jetzt. I'm the hottest one. Ja, Yeah, bist I'm so hot, ja. hot. 35,1. Ich glaube, ich bin tot, Das, oder? das heißt, Friedhof ist der coolste, ich bin der heißeste oder eigentlich der warme und die anderen beiden sind die lauwarmen, oder? Yes, Ah, kann man jetzt, so ist es. kann man jetzt leider auch nichts tun. So, irgendwas pfeift, tun weg. ja, der piepst dann irgendwann, wenn er nicht mehr mag. So. Kann man mit diesem Ding eigentlich woanders auch messen oder nur im Ohr, oder? In der Nasen. Ich Warte, glaube, ich probier mit der Nase, warte mal. Schau mal, wie warm deine Nase ist. Ja? das Zumpferl ist zu kurz für den Popsch. Der tut nichts. Das ist aber recht fad, was du da machst. Ah, jetzt Ah, geht nicht. Nein, geht geht nicht. nicht. Ja. Bitte stecken Sie mich in Ihr Ohr. Eine Säure, sondergleichen. Der Bottlehead schreibt ausziehen schlanker, wenn immer der mahnt. Ich kann's nicht sein. Unseren Brustpelz präsentieren. Also haben wir ja schon mal gehabt. Dann. Ja, Das Problem Ja. ist jetzt, nachdem wir letzte Woche verkündet haben, dass ja Pornhub seinen Premium-Account gratis zur Verfügung stellt, haben jetzt alle wahrscheinlich was zugeschaut, haben eine Woche durchgewichst und sind jetzt total abgeturnt von uns. Ne? ja. Die rechte Hand ist jetzt bei allen so. Wie beim Popeye, Was du, ne? Da, 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 Was du da. nicht- Nur nur eine Hand. du machst es dann mit der linken? Du Ferkel, du. Beide Ich mach Hände. Aber ich- beide nicht. Aber ich sehe, wir schweifen ab vom Thema. Ja, Ja. eine schöne Rubrik, die wir sonst weiter hinten haben, ist eine, die wir heute ziemlich schon zum Beginn machen. Und freuen Sie sich mit mir und uns auf eine Special Oster Edition von Wünsch dir was? Bitteschön! Sollen wir So, grüß euch, und da sind wir wieder, so wünscht ihr was. Wir haben diesmal Fanpost bekommen, und zwar, ich kann das nicht einmal gescheit lesen, das ist die Natascha aus Hütteldorf. Ich glaube, das ist gelegen im 14. Gemeindebezirk Benzing. Was schreibt denn die uns? Machen wir da einmal auf. Was hat das der Bombe ist? Lieber Rotzpippen, ich finde es super, super, super uncool, dass aufgrund der Krise dem Osterhasen seine einzige Möglichkeit im Jahr zu kommen verwehrt wird. Man braucht sich bei diesem sexuellen Frust nicht wundern, warum häusliche Gewalt unter Kaninchen immer mehr zunimmt. Um die armen Hasis zu unterstützen, bitte ich euch, so viele Ostereier wie möglich während der Show zu essen. So könnt ihr ein Zeichen setzen, welches da lautet: Eier. Wir brauchen Eier.
Ja, danke Natascha. Ja. Ich meine, woher sollen wir jetzt auf einmal Ostereier hernehmen? Ja? Zufällig hast du einen Klick und ich habe da was vorbereitet gehabt, und obwohl ich nicht wusste, 6 was es bunte passiert. Eier. Ja, und nicht nur 6, sondern ich habe sogar 12 davon. Dann habe ich natürlich in weiser Voraussicht meine Mayonnaise hergerichtet, sowie einen Salzinger und natürlich auch ein Messer, wo ich die Eier schneiden kann oder mit stechen, je nachdem, was vorher plausibler erscheint. Ja? Und einen Döller zum drauflegen. Ja? Während der Show werde ich jetzt diese Eier konsumieren, und damit auch jeder sieht, dass ich nicht schummel, werden wir den sogenannten Eier-Counter einblenden, was ihr links unten im Bild sehen könnt. Und jedes Mal, wenn ich ein Ei esse, wird es einen Soundeffekt geben und dieser Counter wird dann um 1 in die Höhe springen, so wie es eben passiert ist. Ich setze diesen Counter wieder auf 0. Ich hoffe, der Natascha geht's gut. Und ich wünsche mir selbst einen Fauxpas auf der weißen Keramik allerspätestens in 2 Stunden. Gut, ich glaube, wir sollten dann ein Video machen vom Fauxpas auf der Keramik für nächste Woche dann. Das wird ein super Einspieler. Ja, maybe, vielleicht geht da was. Ja? Das wird schon gespielt. Herrlich. Ja. Okay, ich habe jetzt gerade meinen Regieplan verlegt. Wie geht es eigentlich weiter? So, Nächste Kategorie: Zimmerkugel, Quarantäne. Heute ja, genau. Wer ist, Was hat 2 Daumen? wer ist denn die Wochen trau eigentlich? Ja? Bei Zimmerkugel. Was hat 2 Daumen und wohnt in Simmering? Oh. Nachdem ihr letzte Woche gesehen habt, wie ich in meinem Bunker die Quarantäne verbringe und versaufe, sehen wir heute, wie der Herr Unfall so wohnt. Also, was sagen wir? Viel Spaß, Zimmerkugel, Quarantäne, Volume 2. Oh. Okay, das ist gut. Also, Film ab. Liebe Zuschauer und oder auch Innen der Rodshow Corona Edition, ich möchte Ihnen heute ein bisschen zeigen, wie ein Simmeringer Rockstar so wohnt. Und zwar beginne ich hier in meinem Wohnzimmer. Wie Sie sehen, befindet sich hier eine Bank, eine Tapete und wunderschöne Bilder an der Wand. Hinter mir gleich 2 wunderschöne Fenster, die hat der Architekt extra eingebaut, damit ich rausschauen kann auf die Simmeringer Hauptstraße. Funktioniert tadellos. Wenn ich mich jetzt um 90 Grad drehe, befinde ich mich auch schon in der Küche. Genau geschaut, ja, hier wird schwer und hart gearbeitet. Käsekreiner und Frankfurter lassen sich tadellos zubereiten. Noch ein Stück weiter ist natürlich der Kühlschrank. Wie Sie hier lesen können, Beer is immer here. Das war ein Geschenk übrigens. Ich gehe jetzt rückwärts in die Corona-Schleuse oder auch Vorzimmer genannt, wo ich meine Hamsterkäufe, also Globerbier und normales Bier, bunkere. Da habe ich auch ein Katzenklo und wie man sieht, viel zu viele Schuhe. Die meisten gehören nicht mehr. Also die Renate hat eingekauft. Da hinten, das sind meine Schuhe. So. Badezimmer oder auch Badehaus genannt, weil es wirklich riesengroß ist, wie Sie sehen. Hinter mir einwandfreie Badewannen, Dusche mit fließend Wasser von oben und unten. Auch hier hat der Architekt gnädigerweise ein paar zusätzliche Fenster gestanzt, damit ich auch sehen kann, was ich wasche. Ich sehe gerade, da oben hängt ein Tier. Ich nehme mal an, es ist eine Motte oder Spinne. Ich bin nicht so ein guter Insektenkenner. Bald sind wir fertig. Wir sind jetzt schon angelangt im Schlafzimmer. Dieses Zimmer benütze ich, um nachts meinen Kopf auf ein Kissen zu legen. Und da hinten ist auch noch der Platz, wo ich arbeite. Also Schreibtisch, sonstigen Krampf, Käse. Wunderschönes Bettzeug habe ich, gell? Keith Haring. Groß und Ganzen war es das auch schon. Bücherregal mit all den Büchern, die ich nie gelesen habe. Ja, so wohnt der Herr Unfall in Simmering. Als letzten Blick, bevor ich nach Hause gehe, möchte ich euch noch die Katze zeigen. Ui, jetzt habe ich den Matula aufgeweckt. Ja, der lässt sich nicht stören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Na, war das schön? Bra! Da kommt man richtig neidig werden, oder? Jetzt schon, ja. Unglaublich. Und das Glory Hole übrigens, das ist am Klo, das habe ich nicht hergezeigt. Ja, das ist privat. Sehr Okay. vernünftig. Ich So. habe Punkt gar keins gehabt. Braucht man nicht. Kübel reicht. So, und der nächste Programmpunkt ist wieder Q&A mit Dr. Med, Medizinalrat, Halbgott in Weiß, Dr. Umfall. Und diesmal hätte ich eigentlich auch eine Frage. Ich habe nämlich gelesen, dass man Europa nicht nur geografisch unterteilen kann, sondern auch alkoholisch unterteilen kann. Es gibt den Wodka-Teil, sprich Osteuropa, Polen, Russland, Finnland. Dann gibt es den Bierteil, Mitteleuropa, Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien. Und dann gibt es den Rotweinbereich. Das ist dann eben Spanien, Frankreich, Italien, Portugal. Und die Rotweinbereiche sind besonders stark betroffen von der Corona-Epidemie. Und es ist die Frage, was kann man da machen? Sollten die jetzt anfangen, Wodka zu trinken oder Bier zu trinken? Das würde ich sehr gern wissen vom Dr. Umfall. Deswegen schalten wir jetzt um. Sitze ich jetzt woanders. Und wir. Ja, liebe Zuschauer, da bin ich wieder. Auch diesmal möchte ich dem Volke, den besorgten Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes helfen bei den alltäglichen Problemen, die diese Klopapierkrise so mit sich bringt. Und ich möchte zuerst die Frage meines Kollegen beantworten. Ja, es könnte was bringen, wenn man den Wein weglässt und gegen klare Brände austauscht. Es wird aber ungefähr 26 Generationen dauern. Also ich würde jetzt bald anfangen, sonst wird das nichts mehr. So, nun zu den Fragen unserer Zuschauerinnen und oder auch Herren. Ich habe diese Woche festgestellt, fragt die Jennifer aus Wien, dass in den Supermärkten seit 3 Wochen das Klopapier versteckt wird. Oh, und ich finde es nicht. Ist das ein neuer Osterbrauch? Liebe Jennifer, das ist kein neuer Osterbrauch, das ist ein alter Osterbrauch, und zwar kommt er aus dem frühen Zentralägypten, den haben auch schon die Westgoten gepflegt, diesen Brauch, und zwar geht es um Jebus, den kleinen fleißigen Osterhamster, der im Frühmärz alle Papiervorräte versteckt, um die Winterkirschenernte im folgenden April zu zelebrieren. Wenn die Kinder dann alle Winterkirschen und Klopapierrollen gefunden haben, dann wird der Osterhamster gekreuzigt und verspeist. Deswegen gibt es auch Hamsterwaren. Kevin aus Wien-Brigittenau hat eine Frage, und zwar, um meiner Alten eine Osterüberraschung zu bescheren, habe ich meine Eier grün gefärbt. Jetzt tun mir die Klöten weh und die Alte ist weg. Was habe ich falsch gemacht? Ja, lieber Kevin, wenn wir uns die Eier färben, verwenden wir nicht die billigen Acryllacke aus dem Baumarkt. Und zwar, weil sie Eierfäule und Schrittgeruch fördern. Das ist nicht gut, da laufen die Mädchen davon und die Eier werden erst grün und dann blau. Also ich würde empfehlen, im Sinne auch der Umwelt in Zukunft mit roten Rüben oder Lavendelzwiebeln zu färben. Das riecht besser und vielleicht hilft dir die Freundin auch dabei und bleibt dir dann ein bisschen länger erhalten. So, aus Oberwart schreibt uns heute der Sepp, und zwar, laut katholischem Brauch fliegen die Glocken ja zu Ostern nach Rom. Dürfen die heuer überhaupt wegfliegen? Oder werden die an der Grenze zu Italien abgefangen? Das ist eine wirklich gute Frage. Ich habe dazu mit dem Außenministerium telefoniert, die mir gesagt haben, dass mit den Glocken in Rom hat dieses Jahr gar nicht funktioniert. Die wurden schon in Schwächert unter Quarantäne gestellt, befinden sich dort immer noch in einem Parkhaus und warten auf ihre Ab- oder Zurückreise. Für die Geräuschkulisse dieses Jahr sorgen dann halt wieder die Ratschenkinder, die aber nicht raus dürfen. Deswegen wird es ein bisschen ein leiseres Ratschen. Ich glaube, es gibt inzwischen aber eine Fortnite-App, die man da runterladen kann, wo man ratschen kann und so. Ich glaube, das ist in Arbeit. Wird nur mehr 6 Jahre brauchen. Peter aus Tull möchte wissen, unter der Abwasch habe ich noch eine Flasche Vogelbeer gefunden. Kann ich die als Desinfiziermittel verwenden? Lieber Peter, ja. Ist aber schade. Also ich würde mir die Hände waschen und dieses Ding nicht äußerlich anwenden, den Vogelbeer, sondern oral. 2-mal täglich vor, mittendrin und nach dem Essen. Schmeckt auch besser, und damit wären die Fragen für heute beendet. Ich wünsche ein schönes Pessachfest und als nächstes Fit mit Fets. Wird auch lustig.
Herzlich willkommen bei Fate mit Fates. Wir sind wieder mittendrin in unserer Strongman-Woche und heute kommt eine ganz klasse Disziplin, nämlich das Autoreifen umwerfen. Ich hätte es gern selber gemacht, aber leider Gottes, gestern hat es mich ausgehagelt beim Playstation-Spielen. Ich habe mir einen rostigen Nagel eingezogen und den Schädel angehört. Ich kann leider nicht mitmachen, aber dafür habe ich wieder meinen Zacharias-Unfall mit dabei. Komm her, da. Motiviert? No, es geht. Dann denk an TTM. So, liebe Freunde, los geht's mit einem richtigen Traktorreifen. Der Zacharias wird es bocken. Zacharias von unten abbocken und Arme umwerfen. Geh mal rein, aufwärts. Guter Streng. Geht schon wieder, komm. Jonas, komm. Schlecht von Fuß. Es ist ein Aluföhn, die muss ich nicht mal hin. Ach Gott, nein. Ich glaube, wir nehmen was Leichteres. Komm. Ja. So, Zacharias, aber jetzt, komm. Schau. Jawohl! Ja, Zacharias, so eine Kraftlacke, hast du gut gemacht, Burle. Und ich hoffe, ihr habt gut zugeschaut und wir sehen uns nächste Woche wieder und sind top motiviert bei Fate mit Fates. Siehst du wieder. Ja, willkommen zurück. Na, wer jetzt nicht fit ist, hat die Welt versäumt. Ja, da schaut's, was der Zacharias für einen Mach hat. Kann einen kompletten Scheibdruchenraffen von einer Kinderscheibdrucke umschmeißen. Applaus. Ja. Und nachdem wir jetzt hast du schon 6 Eier beim Luni, hast du gesehen? Lumpe, wie viele Eier? Okay, Lumpe hat viele Eier. 5 Eier hat er schon gefressen und 3 schon wieder gespielt. Sehr schön. Ja, nachdem wir uns jetzt körperlich verausgabt haben, glaube ich, Zacharias, es wird Zeit für ein gutes Bier. Ne? Und nachdem ja Ostern, was hast du denn da? Frisch eingetroffenes Corona oder was? Das ist das Osterkärtchen, das du mir geschickt hast. Das finde ich total nett, dass du es so dekoriert hast. Ja, ich habe auch wunderbar was gekriegt von dir. Und ich habe mir gedacht, nachdem ja Ostern ist und Ostern, wie wir alle wissen, als alte Heiden ein altes heidnisches Fest ist und die Kelten das eigentlich schon als Frühlingsfest begangen haben, machen wir es wie die Kelten und trinken heute unser Bier aus dem Schädel von Toten. Und welcher Schädel würde besser passen als wie der Schädel von so einem depperten Viech da? Darum würde ich sagen, wir packen jetzt einmal aus. Also die Viecher, nicht was ich gehabt, das Schweindeln. Jetzt habe ich die ganze Schokolade auf der Tastatur. Die Raffner. Obwohl ich glaube, cooler wäre es ja, wenn ich jetzt dem depperten Hasen den Schädel wegbeiß und in den Korpus das Bier reinlasse. Also das ist einmal ganz barbarisch, okay? Okay. Ich trinke inzwischen. Na, ich trinke einmal. Ich tue noch deppert sein. Also ich schenke jetzt einmal das Bier ein. Aber wir haben uns jetzt überlegt, das Schokolade zu trinken wegen einem Handicap war es, weil wir sind so gut in diesem Biersommelieren, da war es einfach. Ne? Und deswegen trinken wir das jetzt aus. Prost auf die. Prost. Aber es schmeckt, ich weiß nicht, ob es an der Schokolade liegt, aber ich finde, es riecht und schmeckt wie ein Radler. Hast du mir einen Radler geschickt, du Arsch? Den man nie erlauben, weil ich weiß, du trinkst sowas wirklich. Und ich würde ihn nicht vergiften. Nein, es schmeckt wirklich schier. Entweder Radler oder es ist irgendwas Leitbier mit Zuckerwürfel. Also ich muss ehrlich sagen, die Schokolade ist besser als das Bier, was du mir geschickt hast. Ja, gleichfalls. Ich trinke es aus, aber ich genießen tue ich es nicht. Ich friss lieber den Osterhasen zusammen, ist gescheiter. Ich tue den Kopf wieder drauf. Nein, finde ich nicht heraus. Also ich sage, es ist ein Radler aus Früchten, die ich nicht kenne. Liebe Zuschauer, habt ihr schon mal Bier aus einem Osterhasen getrunken? Bitte schreibt es in den Chat und wenn nicht, was habt ihr schon aus einem Schoko-Osterhasen getrunken? Das würde mich interessieren. Ja. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich schenke nochmal nach. Bevor ich es vergesse,
Ja, schenk nochmal nach. Ich zeige inzwischen her, was in der Zeitung gestanden hat. Kann man das lesen? Ja. Ja. Also, liebes Volk, keine Sorge. Wir sind dran. Ja? Wenn wir den Virus einmal niedergeforscht haben, dann schaut's blöd. Ja, was sagst du? Na, ich lasse dir den Vortritt, weil ich habe nur den Mund. Ich habe schon gesagt, ich tippe auf einen Radler, einer Frucht, vielleicht hast du einen Vogelbeer eingemischt oder so ein Scheiß. Nein, es schmeckt nicht gut. Nein, es Ich ist werde jetzt kein aufpacken, ja? Adler. Es ist, pack mal aus und schau Schön, dazu. schön eingepackt hast das. Ich finde, so sollten unsere Original-Rotzpippen-Merchandise-Biere ausschauen. Ja, ich gebe mir selten so Mühe. Also nur für Ja, ja. dich. Aber schöne Idee, wirklich. Also mit Liebe gemacht. Da ist auch Liebe drin. Pöjala. Klasse, gell? Was ist das aus beim Ikea Bier gekauft oder was? Ja, da haben 20 Leute, die was bei mir gerne die Kasteln zusammenbauen, eine geschwitzt. Pöjala. Ich will schauen, was du mir geschickt hast. Es klingt, als hätte das Bier an Corona. Sag mal, wie hast du das einpackt, Alter? Ja, auch mit Liebe. Ladies and Gentlemen, ich darf verkünden, mein Gitarrist liebt mich. Er hat mir nämlich natürlich mein Lieblingsbier geschickt. Danke, Zacharias. Ja. Ich habe mir noch gedacht, es schmeckt so Sorry. gut. Na, glorreich. Betzinger schreibt, sie trinkt ihren Wodka aus dem Hasenkopf. Sehr schön. Ich habe eine andere Idee. Das nächste Mal Her damit, schreibt seltene Biersorten an uns und wir werden schauen, dass wir das irgendwie zusammenbringen. schickt uns Gratis-Exemplare. Noch besser. Aber Zacharias, was kommt jetzt eigentlich als nächstes? Ich habe es schon ganz vergessen. Als nächstes werden wir uns ein Video anschauen, schätze ich mal, oder? Ist das dieses Wir werden- ganz alte? Wir werden ein ganz altes Video uns anschauen, aus einer Zeit, wo wir noch jung, dumm und unabhängig waren. 2010 war es. 2010, naja, eh schon. Das ist ja quasi zur Bandgründungszeit. Und da spielt noch jemand in der Band mit. Schaut's einmal, wer da alle mitspielt. So, Unser einziges wir sagen- Ex-Mitglied. Genau. Wie sagt man beim Fernsehen? Mats ab. Guten Abend, wertes Publikum. Da ist er da. Der Kollege hat ein Wort vorenthalten. Wir sind Rotzpippen und das Simmeringer Faustwatschenorchester featuring ein seelenloser Ziegelstein. Und wir spielen für Sie unseren neuen Nummer 1 Hit, Würstelpolka. Eins, zwei, drei, Bier. Es kommt interessant, weil es kommt aus Titelbad, Feuerli.
Was waren wir jung? Sensationell. war ganz schön Action. Ja, Jung das und war fresh. jung und unverbraucht. Ja, liebe Leute, War das nicht- war unser damaliger Auftritt beim Protest Song Contest 2010. Und falls ihr jetzt ganz genau Genau. hingeschaut habt, War habt ihr vielleicht gesehen, da nicht die Bitte? Sigi Maurer in der Jury und hat uns 0 Punkte gegeben? Gemaron, ja. Sigi Maurer hat uns damals 0 Punkte gegeben. Ja. Die jetzige Frau Ministerin. Die Sigi Maurer mal. Sie war Aber damals das schon war alles humorlos bis zum geht nimmer, ja. Also redet man nicht mehr drüber, ja. Sonst gehe ich wieder auf ein Tantrum und dann bin ich wieder angeblich frauenfeindlich, ja. Aber Ernst Molden hat uns schon damals 12 Ja, Punkte gegeben. und darf Also, nicht mehr ins WUK gehen. ja, Und wenn ich es mal aussuchen kann, nehme ich die Punkte lieber vom Ernst Molden. so ist es. Yes. Weil der ist sicher ein besserer Minister. Ja, was frisst der Minister? Ein Kanister. Falls Sie jetzt genau sich dieses Video angeschaut haben als werter Zuschauer, dann habt ihr vielleicht gesehen, dass links im Bild ein junger Mann war, der war nicht schwarz gekleidet, sondern weiß gekleidet und hatte einen Pass um. Ganz kurz nur, ich möchte auch anmerken, Lumpi frisst nur immer Eier mit Mayonnaise. Das wievielte ist es denn schon, Lumpi? Wir sind jetzt bei Nummer 9. Ding, ding. Ja, bist du Danke. deppert. Respekt. Also er wird halt Weiß nicht lang aber. Eiweiß kommen. Also zurück zum Thema. Es war am linken Bildrand sah man einen jungen Mann in weißem Gewand mit einem Raucherkapperl mit einem weißen Pass umgehängt. Und das ist das eigentlich einzige Ex-Bandmitglied, das wir vorzuweisen haben. Nämlich der liebe Ünsel Günsel Füttgerüttel, der uns leider kurz darauf in Richtung Nordwestösterreich verlassen hat. Ja, und ich würde sagen, schauen wir mal, ob wir den lieben Ünsel heute vielleicht hier telefonisch erreichen. Ich glaube, wir versuchen es. Ich rufe ihn einmal an. Schauen wir Ruf ihn mal mal. an. Vielleicht ist er gerade raus. Möglich. Seien Sie gespannt. Ünsel! Ünsel! Und spätestens jetzt sieht der werte Zuschauer, warum er aus der Band geflogen ist. Er war einfach zu hübsch, weil der Rest der Band schiere Lackeln sind. Hallo Info! Hallo. Du alte Scheißausfliegen, wie schauen wir aus? Alles klar bei dir? Naja, schauen wir mal. Naja. Ich muss jetzt kurz Location wechseln, weil das ist so zappenduster da drin. So, Schaut, Ünsel ist so modern, er kann durch 2 Zimmer gehen. natürlich. Boah. Der hat eine Also, ja, Da sehen wir auch gleich Zimmerkuchel-Quarantäne von Erm, oder? Ja, schau. Ja, ich bin quasi jetzt über mehrere Bundesländer hierher durchgelaufen. Durchgelangt. Hervorragend. Ich weiß, das ist unhöflich, aber ich verhieß noch immer meine Osterhosen. Ja. Ünsel, wir haben gerade festgestellt, du warst der Einzige bei diesem damaligen PSC auf der Bühne, der nicht schwarz gewandet war, weil du schon damals so ein schriller Typ warst. Hat sich das bis heute verändert oder bist du nur immer so ein Wahnsinniger vor dem Herrn? Hat sich maximal, ich sage es mal, ein bisschen einbalanciert. Aber so ganz kann man mir das Ganze natürlich nicht nennen. Aber die Okkasionen, sage ich mal, das Ganze auszuleben, werden halt momentan wenig bis gar nicht geboten. Aber ich Also- lebe es nach wie vor, wenn die Möglichkeit geboten ist, wenn das Publikum, wenn der Abend eine Gegebenheit da ist, wird natürlich auf. Man merkt aber schon, du hast seit dem Wettgang von dieser furchtbaren Band deinen Horizont schon erweitert, weil so Worte wie Okkasionen oder Abend kennen wir ja gar nicht. Also du hast dich schon weitergebildet, oder? Na, die sind mir ins Hirn geprügelt worden, in die, wie sagt man, nächtlichen Spaziergänge am Gürtel damals noch, damit ich halt meinen Unterhalt noch verdienen kann, weil, verstehst, wenn du nichts zum Hakeln hast, dann und du hast halt relativ hohe Lebenshaltungskosten. Ja. Ich wollte halt nicht runtersteigen, verstehst? Popst tut noch ein bisschen weh, aber es ist alles gut geworden. Na, stimmt eigentlich das Gerücht, dass du nach wie vor jeden Tag 3 Tuben Uhu ausschnüffelst? Nein, jetzt wegen einem teuren Lebenswandel, meine ich. Das weißt du noch? Nein, es könnte ja nur Gerücht sein, was? Ja, du, es sind mittlerweile 3 mehr. Ah, okay. Man muss, Also hast du verbessert in dem Sinne. ja, Sehr brav. Ja, weil du, das ist nur immer besser als, weiß ich nicht, das ist nur immer besser, Sozialarbeiter zu sein. Also, das Ja. passt schon. irgendwie versuche mich halt so gut es geht gegen die Realität zu wehren. Das war- Mittlerweile habe ich ein
ein bisschen Erleichterung bekommen, weil ich bei einer großen Brauerei mitwirken darf. Und da muss ich jetzt nicht so oft schnüffeln, da kann ich mir dann was Flüssiges in die Venen dann quasi reinzentrieren. Das war auch schön. Ünsel, eine Frage noch. Wie ist es eigentlich so als Ex-Rotzpippen-Mitglied? Wird man dann noch immer auf der Straße erkannt und um Autogramme gebeten oder ebbt es dann ein bisschen ab mit der Zeit? Naja, ich muss ehrlich sagen, also am Anfang, kurz danach, hat man mich mit Unverständnis, wie sagt man, angeschaut. Man ist sogar, mir sind Dinge nachgeschmissen worden, ein Verräter und so weiter. Und später hat sich halt der Spieß dann umgedreht. Da habe ich dann versucht, verzweifelt mich an jeden in undenklichster Form anzubieten und so, kennt's mich noch, ich war der. Und ja, das hat aber nicht funktioniert. Ich habe es dann irgendwann mal aufgegeben, weil ich habe sowieso immer auf Privatier gespeichelt und außerdem jemand Reichtum, das ist was für Pussys. Und außerdem, was bleibt da anders lieber, als wir nichts tun, ne? Also wenn man so nimmt. Da bin ich jetzt mit. Erst da habe ich einen Dreifachdoktor, einen Master von Disaster und da bleibe ich. Schön. Uns ist vorher auch aufgefallen, wie wir sich das Video angeschaut haben, du bist zwar kurz darauf aus der Band gegangen worden oder wie auch immer, aber der Bass, den du damals gespielt hast, ist heute noch auf der Bühne, nämlich um meinen dicken Hals gehängt. Ist eigentlich der Wahnsinn. Ne? Wir können es uns leisten, jemanden aus der Band zu schmeißen, aber wir können es uns nicht leisten, neue Instrumente anzuschaffen. Ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, wir haben ja das damals auch vertraglich festgehalten, du hattest die Wahl bei deinem Weggang von der Band zwischen entweder den Bass mitnehmen oder 2 Ziegen und ein Kamel. Du hast dich dann für die 2 Ziegen und das Kamel entschieden. Warum eigentlich? War der Bass wirklich so scheiße oder? Naja, ich meine, überlege mal. Ich meine, eine Gitarre oder Bassgitarre und Ziegen und Kamel, schön weich, kuschelig, du hast was zum Essen, du kannst dich so wegkuscheln und wenn es besonders kalt ist oder wenn es besonders, wie sagt man in Oberösterreich, wenn es dir da blankt, dann kannst du schon ein bisschen zusammenrücken mit den Viechern. Eine sehr enge Zusammenkunft, dann zelebrieren und dann fehlt eigentlich nichts mehr. Das ist quasi wie ein Vorruhestand quasi. Ja, an Stand habe ich jetzt auch gedacht, wie es gemeint, dass du eine sehr enge Beziehung zu Tieren, aber ja, jedem das seine, jedem wie es ihm gefällt. Ne? Also ich glaube, in Oberösterreich steht man auf sowas, oder habe ich gehört von der Weiden. Ja, lieber Friedhof, sage ich schon, jetzt bin ich schon ganz deppert, lieber Ünsel, liebes Publikum, Ünsel, Gönsel, Füttgerüttel, wer ihn noch nicht kennt, kennt ihn jetzt, wer ihn nicht kennt, der kann ihn mal. Und ich glaube, du bleibst jetzt noch ein bisschen bei uns da, weil danach gibt es eine kleine Fragerunde. Die lieben Fans, alle 3, dürfen uns wieder Fragen stellen. Und vielleicht haben Sie, liebe Fans, nach der kurzen Werbung, die jetzt kommt, auch Fragen an den Ünsel. Also bitte schreiben Sie es in den Chat und wir sehen uns gleich wieder. Sie können Ihren Kaffee auf zweierlei Art süßen. Mit Zucker. Also mit 40 Kalorien. Oder mit Mutterbutter. Süßkraft. Also mit 0 Kalorien. Mein Name ist Ute Meinker. Ich bin 38 und habe 2 Kinder. Ich male leidenschaftlich gern. Aber Haushalt und Kinder lassen mir wenig Zeit dazu. Viel zu wenig. Auch zur Schönheitspflege. Da nehme ich Mutterbutter. Das ist unproblematisch, herrlich leicht, zieht schnell ein und glänzt nicht. Wirklich. Mutterbutter. Ist für mich genau richtig. Also, mir als Metzger ist es nicht wurscht, womit Sie meine Koteletts braten. Ich empfehle Ihnen Mutterbutter. Denn mit Mutterbutter. Da schmeckt Ihr Fleisch so richtig nach Fleisch und nicht nach Fett. Mutterbutter. Scheibletten sind jetzt in vielen Geschäften im Angebot. Die saftigen Toastscheibletten zum Überbacken. Zum Beispiel für heiße Früchtetoasts. Die herzhaften Holländerscheibletten zum Frühstück und zum Abendbrot. Mutterbutter. Hat die Vielfalt, die Sie sich wünschen. Ob heiß zum Überbacken oder kalt aufs Brot. Scheibletten über alles. Achten Sie beim Einkauf darauf. Scheibletten gibt es nur von Mutterbutter.
Jetzt habe ich richtig Hunger bekommen. Auf so Ja, Mutterbutter. auf Ostereier mit Mutterbutter. Apropos Ostereier, Lumpi, wie geht's dir denn? Ist der Darmstillstand schon eingetreten? Ich spüre mich überhaupt nicht mehr, ja, aber es sind nur mehr 2 und ich glaube, die schaffe ich dann vielleicht auch noch. Damit es besser flutscht, noch ein bisschen Mayonnaise. Ich hätte aber gerne mal deine Augen sehen, weil ich glaube, die haust du mittlerweile aus von lauter Eiweiß, oder? Ich habe keine Augen mehr. Aha! Das ist ja das Problem, ja. Deine Iristen sind weg. So, weil ich vorhin drauf vergessen habe, jede Woche fragen unsere Leute, wie kann man sich schützen vor dem bösen Corona. Ja? Diese Woche haben wir diesen Vorschlag. Was sagen Sie dazu? Geht Funktioniert schnell. einwandfrei. Ja? Spuckschutz, Ja. Atemschutz. Ja? Also, man sieht halt ein bisschen weniger als sonst, aber das ist eigentlich egal. Kann Ist eigentlich atmungsaktiv? Ja, total. Ich bin immer aktiv beim Atmen. Passiv. Ja, Stichwort Q&A. Im Chat hat jemand gefragt, ist der Önsel unser Kaiser? Ja. Önsel, bist du unser Kaiser? Bitte um ein Statement dazu. Wollt ihr? Wollt ihr den totalen Kaiser? Mein freundlicher Kaiser, der fragt. Sehr schön. Eure Majestät. Das ist noch Naja, schon verschieben wir das nächstes Leben. Euer Majestät. Ja. Na, Mayonnaise. So, wie schauen wir aus? Habt ihr Fragen? Wenn keine Fragen von euch kommen, dann warne ich euch, dann stellen wir euch Fragen. Ich weiß nicht, ob Genau. Darf ich anfangen? Ich möchte Bitte, gern vom offene Publikum Frage. wissen. Okay, Ja, das ich möchte gerne vom Publikum wissen, warum essen wir zu Ostern Eiern? Vor allem, warum isst der Lumpi Eier? Ich weiß nicht. Antworten bitte in den Chat. Ja? Gute So. Frage. Willst du dich gerade dolchen selbst, oder was? Ich weiß nicht. Aber Das Moment, letzte Ei wird schon portioniert. du hast jetzt schon 11 Eier, oder? Ja, Ja, Das ist das 11. Ei hast du. War eigentlich im 7. Ei ein Happy Hippo drin, oder? na, und deswegen werde ich dann schreiben da an den Ferrero-Nüsschen, Firma Arsch, weder in der Schachtel, noch im Totter. Ich hätte mir zumindest der Küken gewünscht, ne, jeden 7. Ei. Kein Happy Hippo, kein Turtle, gar nichts. Nicht einmal so Schneewittchen-Schaß. Also. Naja, aber zähl einmal nach, deswegen verkaufen sie auch 6er-Packungen, weil in jedem 7. Ei was drin ist. genau. Tatsächlich, ja. Ich wurde Was denn, wüst was ausgetrickst. Konsumentenschutz? Die Frage von Patrick wäre da, Fetzi, obwohl gibt es jetzt weiter an alle in der Runde. Fetzi, kannst du den besten Sexfilm sagen? Den besten Sexfilm. Also den Titel. Gut, dann fange ich jetzt an und jeder sagt seinen liebsten Pornotitel. Liebsten oder lustigsten? Muss ja kein Porno sein. Na, Sexfilm ist da gestanden. Ja. Stimmt. Ja, was? Ja, Okay, ja, dann Friedhof, dann fang an. Was ist dein liebster Pornotitel? Dein lustigster? Aladdin und die Wunderschlampe. Habe ich auch schon gesehen, der ist schön. 3-mal reiben und hier scheint. Lumpi! Der Klassiker, Analpatrouille 4. Ja. Der ist gut, ja. Ich glaube, da hast du nicht damals mit mir gespielt. Ösel, was ist dein Lieblingspornotitel? Ich hätte beinahe gesagt Dings, Bums, aber Flash Gordon mit E macht Der ist auch super, ja. Zacharias, was ist dein Liebster? Ich mochte Free Willy. Oh, das zum Nachdenken. Ich hab ewig gewartet auf die Sexszenen. Obwohl, es hat sich doch dieser kleine Junge auf dem Wal geschmiegt, oder? War das jetzt sehr erregend für Ja, dich? wie die schwarz-weiße dicke Frau am Schluss so drüber kupft ist, habe ich geglaubt, das kommt. Dann war der Film plötzlich aus. Ja. Schwarz-weiße dicke Frau. 12 Eier geschafft. Die Feli hat eine Antwort gegeben, und zwar ein heidnisches Fruchtbarkeitssymbol. Ja. Das sind die Eier, aber warum wir es deswegen essen, ist eigentlich immer noch offen. Ja, weiß ich nicht. Der Ovulationsneid der Männer wahrscheinlich ist es. Also da müsste man eigentlich wieder den Dr. Unfall fragen. Ich habe immer meine Brillen auf. Obwohl Männer haben ja 2 Eier und Frauen haben immer nur eines im Ofen. Ne? Ja, aber dafür produzieren die immer wieder nach. Ja, also dafür halten unsere ewig. Bis der Zervixschleim ausgeht. Das ist dann, aber bei Männern ist es dann wieder bei den 100-jährigen chinesischen Eier, die hast du ewig. Ne? Genau. Ich glaube, Der Elmar hat eine gute Frage.
Ob es klug ist, nach dem Verzehr von 12 hartgekochten Eiern noch eine zu rauchen. Asking for a friend. Wir werden es rausfinden. Das ist, könnte jetzt, ich glaube, es besteht Explosionsgefahr, oder? Kommt drauf an. Aber Lumpi, ich muss sagen, jetzt einmal einen Zwischenapplaus für den Lumpi, weil das war wirklich. Also, wir sind jetzt bei nicht ganz 45 Minuten und hat wirklich 12 Eier gefressen. Also, wer immer nach dir aufs Häusl geht, ich beneide ihn oder sie nicht, das sage ich dir ganz ehrlich. Also, du wirst die königliche Keramik sowas von sprengen. Aber er wird die Quarantäne alleine verbringen, da geht nicht einmal auf 12 Meter einer zuwerfen. Das war der Gedanke, der eigentliche, ja. Denn Eier, wir brauchen Eier. Wir brauchen Eier. Ich habe jetzt noch vergessen, mein Lieblingspornotitel fehlt ja noch. Die Frage wäre an mich. Also ich schwank immer zum einen zwischen Ariel, die Meerfrau, und eigentlich mein absoluter Liebling, und den gibt es scheinbar wirklich und leider noch nie gesehen, aber Omas von der Müllhalde Teil 2. Ja. Also, aber zu Ariel wenn es diesen Film wirklich gibt, ich will sehen, was da abgeht. Wahrscheinlich so wie das wird so sein wie Ludolfs als Pornoversion wahrscheinlich, was weiß ich. Zu Ariel habe ich aber nur einen Einwand, wieso heißt es Meerfrau? Theoretisch ist ja nur weniger Frau. Weil die nicht Hälfte, mehr oder? Jungfrau. So ist es nicht mehr Jungfrau. Nicht mehr Jungfrau, okay, ja. Aber eigentlich ist er mehr Jungfrau, nur ein Fisch mit dem. Weil es ist ja die falsche Hälfte Fisch, oder? Kommt auf an, was drüber. Das rein vom Überlegen. Frage, oder? Tits oder Eis? Das ist eine Jungfrau ist nur ein Fisch mit Tuteln, sonst gar nichts. Ja, wem es reicht. Eine Frage, wann kommt der Lumpazi nackt vor die Kamera oder in die Kamera? Der Lumpi kommt in die Kamera, das wird aber ekelhaft. Ja, dann seht ihr mir nicht mehr, wenn alles weiß ist, ne? So. Wir haben auch noch ein paar Antworten auf die Eierfrage. Zum Beispiel Florian Daxler sagt, bei den Christen gab es in der Fastenzeit keine tierischen Produkte, hartgekochte Eier halten ewig. Ostern werden es dann gefressen. Die Feli hat gesagt, damit es nicht faul werden. Eigentlich ist es auch sehr gescheit. Also ewig halten der sicher nicht, vor allem nicht, wenn ich 12 davon im Magen habe. Ja. Wobei, 1000-jährige Eier, ich meine, ist nicht ewig, aber es ist recht lang, sage ich mal. 1000 Eier. Der Karl fragt, Frage an die Band, was macht ihr in Klammer einzeln, wenn der Spuk wieder vorbei ist? Ich weiß nicht, was er mit Spuk meint, ob er jetzt die Quarantäne meint oder diesen Livestream, aber ich gehe jetzt einmal aus von der Quarantäne, also ich frage mal in die Runde, Ünsel, was machst du, wenn die Quarantäne vorbei ist, als allererstes? Ich kaufe mir ein gescheites Bier. Hast du keins wieder haben, oder was? Nur mehr deppert. Ich fahre mal über die Grenze. Ja, zu was? Zu welche Grenze überquerst du? Nach Bayern oder was? Na, die bajuwarische. Also ich glaube, das Erste, was ich machen will, wenn die Quarantäne vorbei ist, ich gehe auf die Straße und huste dem erstbesten Menschen mitten ins Gesicht. Und dann haben wir wieder Quarantäne. Danke. Was ich mache, wenn die Quarantäne vorbei ist? Was? Ein paar ruhige Tage daheim. Also ich glaube, das Erste, was ich mache, wenn die Quarantäne vorbei ist, ich werde ein bisschen Pornhub schauen. Zur Abwechslung. Ja, ich auch gern sagen, was ich mache, wenn die Quarantäne vorbei ist, nur ich weiß halt noch nicht, ob ich die Aktion heute da überhaupt überlebe, also denke ich noch nicht so weit. Ja. Aber ich glaube, nachdem du 12 Eier gefressen hast, brauchen alle anderen eine Quarantäne. Oder? Possible. Stimmt, der Lumpi wird der Einzige sein, was noch aussieht, der von alle anderen müssen daheim bleiben, damit es einmal aussieht. Er darf aussehen, damit die anderen daheim bleiben, nämlich. Ja, Gefahrenverzug mit Giftgasen, ja. Eine Frage von Patrick. Ünsel, wann kommt der nächste Besuch von der Kirche? Das ist mal eine gute Frage. Habt ihr da irgendwelche strange Codes oder was? Oder? Also, ich habe erzählt von seinen Strickgeschichten und ich glaube, dass da sehr viel Geistliche dabei waren, die gesagt haben, in dir steckt ein guter Christ oder so. Oder magst mein Sehen oder so. Ja. In Insel haben wir jetzt, glaube ich, nicht gehört. Insel, wann kommt die Kirche? Oder wann kommt der nächste Besuch von der Kirche? Schätze mal, wenn der Notstand am größten ist.
Da kommen wir zu Bei dir, mir oder ist was? ein warmes Plätzchen daheim. Ja, also zu Ostern halt nicht wahrscheinlich. Ne? Ja. Na, die kommen sicher zu dir wegen die 2 Schafe, die du aus dem Programm mitgenommen hast, weil sie ein Opferlamm brauchen. Stimmt. Ah, Ja. Das ist immer noch Das wird die Geschichte, dass die das nicht vergessen können. Also, Stimmt, die Nein, machen versteck es Kamel, bevor Weihnachten kommt. sonst Was holt ist sie eigentlich das auch noch. passiert mit den Viecher? Hast du das gegessen oder hast du das noch? muss ich das jetzt öffentlich sagen? Ja, ich glaube, du hast da Kebab gemacht. Hast. ja, Gute Döner, ordentliches Kebab. Mit Schärf und alles. Gründönerstag. Ist der Lumpi schon Speim gegangen, oder? Oh je. Ich kann sein, dass er den Eiern jetzt zeigt, Cool dass er bleiben, Jungs, cool bleiben. Es ist das nächste Bier. Ja, alles gut. Bier oder ihr- so. Oh, Ich hab schon geglaubt, du hast da nur ein paar Eier geholt. oh. Ich hätte noch eine Frage ans Publikum. Das war ja Eine Frage Caro ans- der Döner, verstehst du? Ja. Warum heißen die Osterinseln Osterinseln? Wow. Jetzt Weil muss sie ich auch von noch uns schon denken. entdeckt worden sind. Damit hat keiner Stimmt. gerechnet. Ja. Wir fragen das Publikum, nicht euch. Na, weil es eigentlich die Ostinseln heißen, weil sie so weit im Osten sind, dass sie schon wieder im Süden sind. Und die sind so weit östlich quasi, dass sie es gesagt haben, das sind die östlichsten Inseln. Und das hat sich dann mit den Anglizismen und so hat sich das dann entwickelt und heute heißen es dann die Osterinseln. Das ist ganz im Osten. Immer verstanden, das sind die Jane Austen. Achso, die Jane Austen-Insel, ja, das kann auch sein, ja. Ja, ja. Das ist so wie Gin Italien. Lumpold Bier. So, die Betzinger Weil meinte, dort immer Ostern ist. Gute Antwort. Weil dort immer. Ich weiß es ja selber nicht genau. Ich wollte es einfach wissen. Ich habe keine Ahnung. Ja, eben, wir Aber- fragen ja nicht, um die Leute zu kontrollieren, sondern um selbst was zu lernen. Aber das ist eine Antwort da von Patrick, weil Jacob Rogewen die Insel am Ostermontag entdeckt hat. Kann das sein? Ich glaube, der Patrick hat gegoogelt. Oder er hat auf Ja. mich gehört. Ja. Weil du hast das früh niedergespoilert. Wobei der NRW noch eine gute Antwort hat. Er meint, der Osterhase kommt von dort. Das macht natürlich Sinn. Ja, Das heißt, ja. dieser Insulaner oder was? Ich denke, können Hasen schwimmen? Das ist auch problematisch dann eigentlich, oder? Nächste in der Frage. Suppe. Können Hasen schwimmen? Ja, in der Suppe. Nächste Wenn man sie aufblasen. Aber sie in der Suppe hat. Wir werden das in einem Mythbuster Special nächste Woche klären, vielleicht. Können Hasen schwimmen? Oh mein Gott. Meine Nachbarin hat Hasen, ich kann es ausprobieren. Ja. Ja. Ich mache die Badewanne voll. Hase rein. Ja, mein Hase war ein Schaf, also ich kann es nicht ausprobieren, aber der Katsche hat noch einen halben Hasen. Vielleicht kann man das damit versuchen. Wer ist dieser ominöse Katsche, den du da meinst? In der Rolle bleiben, Alter. Fliegenkatsche. Ich habe noch einen halben, also ich habe erst 2/3 von den depperten Viech zusammengefressen. Ich habe mich echt zusammengerissen. Aber ich trinke jetzt noch mal die Kinder Bier. über. Merkst du die fehlenden 10 Gramm eigentlich? Bitte was? Ja, die fehlenden 10 Gramm, die hat, Ja, er jetzt mit Bier die hat er mit Bier aufgefüllt. Haben wir das schon kritisiert in der Sendung, dass diese Firma, die wir nicht nennen wollen, dürfen, können, 10 Gramm weniger Schoko in den Schokohasen reinmacht? Dass das eigentlich ein Skandal ist. In Genau, dieser schwierigen Zeit. Ja, und vor allem denselben Preis verlangt. Man könnte sich ja denken, okay, die wollen, dass wir weniger fressen und dafür machen sie es billiger oder so. Nix da. Ja, na, ich hätte ja gesagt, sie machen 10% weniger Preis und 10% mehr Schokolade rein. Tja. Oder, weiß Ja. nicht, könnt ihr euch erinnern, wie die EU angefangen hat, haben alle So über die Blutschokolade so geschimpft. Was ist denn mit der passiert? Warum gibt es denn die nicht? Wen? Ich freue mich schon so drauf. Die Blutschokolade war damals so ein Thema, wie wir zur EU gekommen sind, vor 30 Jahren, 100 Jahren. Was für eine Schokolade? Na, jetzt kommt sicher Blutschokolade. Weil die EU wird das erlauben, dass Blut in die Schokolade kommt. Rinderblut, Schweineblut, ich weiß nicht was. Ah. Das war eine ganz große Geschichte damals. Plötzlich haben sie das vergessen gehabt. Sind die Leute, die gern Blunzen Ich essen, werd das und darüber aufregen, dass das vielleicht Blut in die Schokolade kommt? Oder? Ja, oder Schokolade in die Blunzen, das wäre noch schlimmer. Damit hätte ich auch ein Problem, glaube ich. Das, Ja, Schau, aber ich denke mir halt, Blut in der Blunzen, Blut in der Schokolade halte ich aus. Blut im Urin wäre bedenklicher. Ja, lieber Genauso wie Blut im Uran als Stuhl, ja. Uran im Urin. Obwohl, ich habe gerade gesehen, beim Thema Blut im Urin hat der Ünsel sofort zum Lachen angefangen. Hat das was mit den Ziegen und mit den Kamels zu tun, oder? Probier's raus. Was? Mit Ja. dir oder mit Kamel?
Was ja keiner weiß, der Coronavirus kommt ja quasi vom Ünsel, der diverse Praktiken mit seinen 2 Schafen und einer Ziege oder was andersrum gemacht hat, und dadurch ist dieser Corona entstanden, weil der kann ja nur quasi auf einem Nährboden der Verachtung und Antichristlichkeit gedeihen. Ich glaube irgendwie, wenn das Ganze in China stattfindet, dann fällt das irgendwann mal unter den Mantel der Verschwiegenheit oder des Zentralkomitees, was da das Ganze dann schon handelt, aber es ist irgendwie... Schicksal hat dich eingeholt. Ich kann dir versichern, egal was du mit den Kamelen und mit diesen Schafen machst, um jetzt von dem Thema wegzukommen, ich mache mit deinem Pass weit Schlimmeres. Ja. Genau, und er nennt es Musik auch noch. Hey, habe ich nie behauptet. Es steht auf jeder CD von Rotzpiepen, steht drauf, kann Spuren von Musik enthalten. Also bitte. Wir haben uns eine wunderschöne Uhr trägst du, Ünsel. Was ist denn das für ein Modell? Modell leuchtet, wenn man drückt. Wow! Geil. Schau, wenn ich das bei meiner mache. Oh, da steht Yoga, schau. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber... Das ist eine Yoga-Uhr, schön. Ich habe keine Ahnung, warum das Yoga steht. Ich wollte die Uhrzeit wissen. Da steht bei mir da noch Fisher Price. Die Uhr glaubt wahrscheinlich, du machst gerade Yoga oder so, nicht? Weil du dich irgendwie nicht bewegst. Ja. Oder so. Ja, jetzt steht zum Starten die Stopp-Taste drücken. Das finde ich super. Der NRD-Fan schreibt, es gibt Grammel-Schokolade von Zotter. Wussten wir das? Schickt uns ein Packerl, wir verkosten die live in der Sendung. Obwohl, das könnte man nächstes Mal machen. Isst die Gramen und du die Schokolade. Passt, und wir erklären uns gegenseitig, was dem anderen fehlt. Ja, na, wir machen Trennkost, ne? Einer isst Trennkost, ja. Stimmt. Getrennte Wohnungen, getrennte Speisen, getrennte Geschmäcker, ja. Eine Frage an den Ünsel kommt gerade im Chat, und zwar, Ünsel, machst du noch Musik? Das Solo-Projekt. Ja, aber nur noch für meine 4 Wände. Und die halten jetzt aus? Ich weiß es nicht, also vielleicht irgendwann mal wieder. Aber du hast vorher was hergezeigt, bevor die Zuschauer da waren. Du hast irgendwelche Bücher hergezeigt. Magst du sie nochmal zeigen? Achso, ja, ich bin ja mittlerweile quasi zum Kinderbuchautor mutiert. Das darf man ja gar nicht so laut sagen, aber irgendwie muss da halt ein Geld verdienen. Schreiben gelernt, oder was? Ja, und die Geschraubten sind ein dankbares Publikum und haben natürlich, wie sagt man, Rücklagen. So, also. In Form von Eltern. Nimmst du einer als Tauschen Geld over, oder was? Ich sage jetzt also einmal, ich glaube, wir sind tief. Für Canon habe ich da so leicht, 60er Ecstasy angelehnte Kurzgeschichte für Kinder. Welcher Mops kann nicht bellen? Zusammengetragen und heute ein kleines bisschen illustriert. Wow. Ich finde das Design super, das erinnert so ein bisschen an die 70er Jahre. Genau. Und, ich weiß die Antwort. Welcher Mops kann nicht bellen? Der Rollmops. Ja, weil der kann nur rollen. Ja, aber meine Frau hat zwar so nicht bellende. Weil ich festgestellt habe, irgendwie, ich kann nicht lesen, keiner von meinem Publikum, Hörer, Leser, Mitverfolger kann das auch. Habe ich mir gedacht, ich steige einfach auf Bilder. Ja, sehr gut. Da möchte ich gern auch ein Buch herzeigen, nämlich mein Lieblingsbuch. Ich habe nur eines. Ja. Das schaut total groß aus, es ist aber so klein. Das ist die Mini-Ausgabe, es funktioniert aber trotzdem. Soll ich was vorlesen? Nein, das machen wir ein anderes Mal. Ja? Also mein Lieblingsbuch ist das da. Das lese ich täglich mehrmals. Ja, Rauchen erhöht das Risiko zu stinken. Zu onanieren. Da steht drauf, Rauchen erhöht das Risiko von einem blöden Schädel. Bester Beweis. Ja. Ich bin so erleichtert, wirklich. Ja, tatsächlich. Ich könnte mal nachschauen, was da wirklich dran ist. Ne? Atto Quant Diagnostics in der Bremstraße sucht eine Therapie gegen das Virus. Wer sucht?
Die sind irgendwie dort nur gesucht. Sucht. Na, ich erforsche das Virus auch, indem ich es inhaliere und zu Hause sitze und schaue, was passiert mit mir. Ne? Der Elf bekämpft das Virus. Nach einem Mittel dagegen. Ja, also nächste Woche erzähle ich was vom neuesten Stand, wie weit wir sind im Kampf gegen das Virus. Ja, liebes Publikum, schreibt im Chat, wollt ihr, dass wir das während die Quarantäne ist weiter wöchentlich abhalten, diesen ganzen Blödsinn, oder sagst du lieber, Burschen, scheiß drauf. Mir gefällt es eigentlich, also schreibt im Chat, sollen wir weiter wöchentlich on air gehen, solange diese wir machen es auch nur für uns, wenn es nötig ist. Wir haben nichts zu tun, so gesehen. Nachdem das aber so lustig ist, hätte ich gesagt, wir machen gar keine andere Rotz-Sendung mehr. Wir machen es nur mehr so, da muss ich euch Gefrieser nicht live sehen. Kann ich den Deckel zumachen? Oh, Malibu Stacy. Nein, jetzt wissen wir irgendwas, das Kamel ertascht hat. Nicht wahr, Roland? Wart. Ich muss kurz die Arbeitsbeleuchtung bei mir ändern. Geiler Meiler. Na klar, es ist 21 Uhr, Ünsel geht in den Buff-Modus. Naja, wart. Bist du narrisch? Bist denn du gelähmt? Da geht's jetzt so. Jetzt. Das mache ich auch gleich. So, besser. Test gewesen. Also das Feedback ist sehr positiv. Die Leute wollen uns wöchentlich sehen, warum wir immer. Ja, ich verstehe nicht, aber ja, was sagt der? Beängstigend. Ja, wöchentlich. Aber bevor es jetzt ganz ausartet, glaube ich, sind wir ziemlich am Ende unserer wöchentlichen Vertrautelungssendung angekommen. Ja. Wir haben die 60 Minuten gleich voll gemacht. Oh, Lumpe, wie geht's da? Ich mache jetzt Jump the Shark mit dem Plüsch vom Ünsel. Ja. Jump the Shark hast du so alles lassen. Ja. Wie geht's dir so im Magen? Also beschreiben ein bisschen. Ich spüre nichts, weder im Magen noch sonst in irgendeiner Extremität. Ja. Also es ist alles schön taub, also kann ich es da einfach nicht sagen. Ja? Ich bin gespannt, was du nächste Woche siehst. Ja, ich habe sicher einen Report. Wenn du nichts hast, dann isst du nächste Woche 24 Eier, okay? In der halben Zeit, ja. Ohne Mayonnaise. Verdoppeln oder was? Müsste das so sein? Bis er speit. Zeit halbieren, Eier verdoppeln, ja. Exponentielle. Exponentiell, ja. Das Wort kennt jetzt auch jeder. Also, das ist jetzt die Geschichte, dass die Leute lernen, richtig auszusprechen, dass man nicht desinfizieren sagt und nicht exponentiell. Ne? Nein, ich hab der Strache hat auf 24 ein Interview gegeben, da hat er zweimal exponentiell gesagt. Das habe ich richtig geil gemacht. Ja, der Mann wahrscheinlich das mit dem Viagra. Das ist was anderes. Der hat ja damals auch gesagt, wenn du dich erinnern kannst, die FPÖ möchte alle Geschlechtsteile umfassen. Also, das verstehe ich immer. Ich finde aber nett von ihm, dass er so viel Werbung für Bildung macht. Das lobt. Lobenswert. Auch alle Geschlechtsteile umarmen, großartig. Oh, das ist sehr fein. Ich glaube, es geht lang. Wunderschön. Na gut. So, Kinders, mir hat's da. Durch, oder? Meine sehr geehrten Damen und Herren. Opa! Lieber Ünsel, danke, dass du heute unser lieber Gast warst. Schön war's. Und unseren Schwachsinn mitgemacht hast. Und ihr, liebe Leute, das heißt, wir sehen uns auf vielfachen Wunsch nächste Woche wieder. Es gibt dann einen Bericht vom Lumpi seinem Darmstillstand. Es wird sicher wieder Fragen an Dr. Zacharias Umfeld geben bezüglich des Coronavirus und wie man sich verhalten soll. Oder zur Verstopfung von Arm. Und ich bin froh, dass ich es jetzt geschafft habe, dass ich diesen ganzen depperten Osterhasen zusammengegessen habe. Gratuliere. So, ich habe nur die Basti-Ohren gegessen. Ja, du bist der Streber. Also dann, liebe Kinder, frohe Ostern, blaue Eier, treibt es nicht zu bunt und wie gesagt, wenn ihr Ratschenburm spielen wollt, dann dreht einfach eine Runde um einen Esstisch, aber nicht aussehen. Ja? Genau, oder sonst irgendwas. YOLO. Bleibt gesund, bis nächste Woche, eure Rotzpippen, viert euch.